Das Gelände der ehemaligen Meisel-Brauerei in Bamberg. Über 100 Jahre lang wurde hier Bier gebraut. Bis zu 45.000 Hektoliter im Jahr. 2008 die Insolvenz. Seither rätseln die Bamberger, wie es weitergehen wird. Nun ist klar, hier soll Wohn- und Lebensraum entstehen. Für 1000 Menschen. Die katholische Josef-Stiftung des Bistums Bamberg hat den Zuschlag bekommen. Für den Bau von gefördertem und frei gebautem Wohnraum und Platz für soziale Träger. Nach 6 Jahren können wir endlich beginnen. Wir freuen uns sehr, damit wir hier auch ein integratives Quartier für die Stadt schaffen können. In den denkmalgeschützten Brauereigebäuden sollen Büros entstehen. Drumherum Wohnungen. Inzwischen liegt die Kaltmiete in Bamberg zwischen 17 und 22 Euro pro Quadratmeter. Hier sollen auf 2,4 Hektar Fläche etwa 200 Wohneinheiten mit einem hohen Anteil an geförderten Wohnungen für Geringverdiener entstehen. Dazu frei finanzierte Eigentums- und Mietwohnungen. Der Primärauftrag ist eigentlich unser sozial-kirchlich-christlicher Auftrag, nämlich eben zur Gesellschaft beizutragen, den Bedürftigen diese zu unterstützen und in die Gesellschaft zu integrieren. Die Kirche als Bauherrin. Die Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg führte in allen 7 bayerischen Bistümern zur Gründung sogenannter katholischer Siedlungswerke. Damals schon stand die Schaffung von Wohnraum im Zentrum, kostengünstig und sozial gerecht. Aber auch die Unterstützung beim Eigenheimbau für die Familie. Es geht nicht nur um den Wohnraum, sondern den sozialen Auftrag, den wir haben, Menschen, die der Unterstützung bedürfen, zu unterstützen mit entsprechendem Wohnraum und natürlich gleich auch für die Schöpfung, für die Nachhaltigkeit dieser Aspekte mit im Blick zu haben. Und das ist uns natürlich sehr wichtig. Ökologie, Nachhaltigkeit, Rohstoffkreislauf. Aspekte, die für die kirchlichen Stiftungsprojekte heute selbstverständlich sind. Auf dem Brauereigelände sollen auch 13 Reihenhäuser für Familien entstehen. Sie sind Teil des Pilotprojektes Einfach bauen, einer Initiative der bayerischen Staatsregierung. Qualitativ hochwertiger Wohnraum mit weniger Bürokratie und weniger Bauvorschriften. Architekt Christian Müller ist bei der Stiftung der Spezialist für Einfachbauen. Gebäudetyp E heißt für mich nicht billig, sondern einfach. Das heißt, dass man viel vorfertigen kann, dass man viel in der Fabrik vorfertigen kann und das dann auf die Baustelle bringt, vor Ort hinstellt. Das heißt, wir haben reduzierten Zeitaufwand und sparen dadurch auch Kosten und es ist einfach in der Vorfertigung. Christian Müller hat sich für eine Bauweise entschieden, die auf vorgefertigte Module setzt. 75 Jahre gesammeltes Wissen der Stiftung sowie seine eigenen Erfahrungen mit Bauprojekten in Berlin und Zürich helfen ihm und seinen Kollegen, kreative Lösungen für die verschiedenen Projekte der Stiftung zu finden. Das ist hier wirklich außergewöhnlich, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man ein Gebäude von, ich nenne es jetzt mal Geburt bis zum Abriss tatsächlich verfolgen kann. Und das gibt es hier eben und das ist gut. Und das ist auch dahingehend super, weil wir alle in einem Haus sind. Das Stiftungsvermögen konnte nach eigenen Angaben über die Jahre vermehrt werden. Das wird nun investiert in Reihenhäuser, Mietwohnungen, geförderten Wohnraum. Alles ist gleich wichtig. Auch 3 soziale Einrichtungen der Stadt werden auf das ehemalige Brauereigelände umziehen. Die Bartolomeo-Garelli-Schule gehört zum Don Bosco Jugendwerk. Die Schülerinnen und Schüler dieser Förderschule brauchen besondere Fürsorge, persönliche Betreuung, kleine Klassen und damit Platz. 20 Jahre lang schon sucht das Don Bosco Jugendwerk nach einem neuen Ort. Die Zeit drängt. Der Schulhof musste teilweise schon gesperrt werden. Das Don Bosco Jugendwerk hofft auf einen baldigen Neubau. Wir haben hier nur 50 Schulplätze. Es ist ein sehr beengtes Schulgebäude plus beengte Pausenfläche. Und wir haben Anfragen ohne Ende für unsere Schule. Eine Schule, eine Kita, Wohnungen, Reihenhäuser für Familien. Die Pläne sind alle fertig. Die Interessentenliste lang. Wann startet die Umsetzung? Absolute Sicherheit haben wir nicht. Ein Thema ist sicherlich für uns die Förderkulisse. Die ist für uns wichtig, für den geförderten Wohnungsbau. Und da hoffen wir natürlich, dass wir im nächsten Jahr auch eine entsprechende Bewilligung erhalten. Trotz Stiftungsvermögens, einfacher Bauweise und sozialen Absichten, auch das kirchliche Unternehmen ist auf staatliche Förderung angewiesen, um sich sozialen Wohnungsbau leisten zu können.